Nachdem sie dann gleich noch zum Rektor Haberkorn reingelassen wurde und sie eigentlich gar nicht mehr viel konnte sagen und denken, unterbricht der Haberkorn die eisige Stille im grossen Rektoratsbüro. Du hast den Urs bedroht, stimmt's? Bedroht? Ist das nicht leicht übertrieben? Ein Lehrer hat gehört, wie du gesagt hast, die Rechnung ist noch offen zwischen uns. Du bist schuldig, der Fall ist klar. Der Charlie war es jetzt gar nicht mehr wohl und sie hat nur noch Bahnhof verstanden. Und außerdem hat sie sich beim besten Willen nicht mehr erinnern, was sie im Urs dort gesagt hat. Der Haberkorn hat mit der Faust auf den Tisch gehauen. Junge Dame, es wäre besser, du würdest jetzt die Wahrheit sagen. Das ganze Spiel ist gelaufen, Katharina Fall. Sag mir jetzt, wie viel Geld hast du vom Urs erpressen? Macht es genauso wie bei Michael? Mit wem steckst du eigentlich unter der Decke? Hä? Raus mit der Sprache! Aber ich weiss so gar nicht, von was sie redet. Was für... Der Michael hat dich gesehen, Katharina, wo du letzte Woche mit ein paar Buben auf dem WC im Neubau verschwunden bist. Charlie hat den Kopf geschüttelt und ist langsam hässig geworden. Wenn Sie mir nicht bald sagen, worum es da eigentlich geht, dann gehe ich lieber wieder zurück in die Klasse. Du gehst gar nie her, Katharina Fall. Du weisst, dass wir dich von der Schule weisen können, wenn auskommt, dass du zu dieser Erpresserbande gehörst. Wenn alles zugehst und sagst, wer noch dabei ist, dann können wir noch einmal ein Auge zudrücken. Aber das ist die letzte Chance. Der Direktor Haberkorn drückt auf die Gegensprechanlage. Frau Müller, läutet bitte den Eltern von der Katharina Fall an. Jemand soll sofort in die Schule kommen und das Mädchen bei mir abholen. Eine lange halbe Stunde musste Charlie vor der Tür warten, bis sie Tante Clara abholen kam. Im klapprigen Kabinenrauer hat sie von der Clara dafür erfahren, was denn eigentlich in der Schule los ist. Ich wollte dir nichts sagen. Aber jetzt ist es besser, du weisst, um was es geht. In der Schule gibt es seit ein paar Wochen eine gemeine Erpresserbande. Michael aus der 5. Klasse haben sie mit Zetteln und Drohungen schon 100 Franken abgeknöpft. Und weil er nicht wollte zahlen, haben sie ihm einfach sein Velo auseinandergenommen. Geldübergabe haben sie immer auf irgendeinem WC durch Klopfzeichen organisiert. Das Dumme ist nur, dass der Michael seine Erpresser nur einmal kurz von hinten hat gesehen. Wir wissen nur, dass es 2 Buben sind. Clara hat die Augen zusammengekniffen und überlegt. Sag uns, Charlie, kennst du einen Lars und einen Jörg aus der 9. Klasse? Nein, die kenne ich nur so vom Gesehen her. Wieso? Haben die 2 etwas mit dieser Sache zu tun? Vielleicht. Aber anscheinend waren sie zu dieser Zeit auf dem Fußballplatz und haben geschuttet. Und für das haben sie Zeugen. Und wieso wird ich jetzt einfach verdächtig? Ich bin ja kein Bub. Es ist so, der Michael hat 3 Gestalten von hinten aus dem WC gesehen laufen. Und eine davon war ein rothaariges Mädchen.